Ja, da gehe ich proposieren, dass wir aufhängen. Guten Morgen, alle gut, merci, dass ihr kommen seid. Wir wollten, ich heute ein bisschen ein Update gehen par rapport zu unserem Forderungskatalog am Niveau vom Accord salarial de la fonction publique. Und von auch den Argumentär, für was wir Menge mehr müssen da dabei sind, da ja mehr im Detail explizieren. Das ist so, dass wir den 26. Oktober und den Minister Mark Hanse geschickt haben. Wir konnten aber bis heute nach keine Antwort. Das heißt, wir wissen auch nicht, ob man das dann dabei wäre, konträr zu den letzten Jahren. Wenn er auch mal noch keine Accusé de Rezeption kriegt. Das heißt, wir wissen auch nicht, ob die Verhandlungen schon am Gang sind, ob man es die letzten Wochen zu hören, dass sie noch nicht am Gang wären. Da sind wir da ein bisschen an der Wartehaltung. Jetzt ich aber ein bisschen auf Detail angehen, wollte ich nach die Leute vorstellen, die mit dem Tisch sitzen. Das wird Joël Damé, Präsidentin vom Syndikat Erzählung und Wissenschaft vom OGBL. Der Georges Mehrens, Vizepräsident vom OGBL, Präsident vom Landesverband. Und auf der anderen Seite haben wir den Christian Sikorski, Zentralsekretär vom Syndikat Öffentlichen Dienst, OGBL Landesverband. Und den Thomas Klein, Präsident vom Syndikat Santé und Sozialwesen. Das sind die Friedrich Kreyer, Member von der Geschäftsführung, auch nun Zentralsekretär am SEW. Ja, hinter dem, dass wir den Forderungskatalog und den Minister Hanse geschickt haben, gab es relativ viele Diskussionen, vielleicht mehr wie sonst am Vorfeld von den neuen Verhandlungen vom Accord salarial. Insbesondere nachdem sein Etude vom Minister ganz kurz für die neuen Verhandlungen veröffentlicht wurde, die schon seit ein paar Jahren schon annonciert war, wo dann von Accessoire von der Remuneration von den Funktionären geht. Wir haben gesehen, dass nicht die für allem Eco-Fond tun an der Presse und an der öffentlichen Debatte, wir empfangen eine einzige Zahl. Nämlich die 12 von 8.689 Euro, die Funktionär beim Staat gibt nur der Etude am Durchschnitt verdienen 2021. Komischerweise steht die 12 an einer Tabelle, wo just drinnen nach 2 anderen 12 stehen, die viel Männer zitiert rufen und die Leute nicht so streng zu interessieren. Da steht nämlich auch den mittlere Salär von einem Employé beim Staat, die liegt bei 6.742 und dann auch der mittlere Salär von einem Salarié beim Staat, den ist schon deutlich spektakulär, wenn ich so will, die liegt bei 3.187 Euro. Natürlich war die Diskussion, wie kann ihn dann bei anscheinend zu hohen Salären überhaupt nach dahin gehen, an einem Accord salarial nach eng Punktwerterhechung fordern. Und OGBL ist ja dann noch rausgegangen und hat sogar 5% gefordert. Wir wollen mir schon ein bisschen erklären, für was wir fanden, dass die 5% justifiziert sind. Was denn aber muss wissen, ist, dass die 3 Kategorien von Leuten, die ich genannt habe, bei weitem nicht die einzigen Leute sind oder das Dienstpersonal ist, was unter den Accord salarial fällt. Wo man mal die direkt drin fallen, die Agenten von der CRL, da schaffen mittlerweile 4.700 Leute, die da nicht mitgezählt gehen, die nicht an der Marianne auftauchen. Dann haben wir natürlich all die, wie ich auch schon Salarié beim Staat, indirekt vom Accord salarial aufhängen. Da haben wir insbesondere die 21.000 Leute, wenn man das richtig schätzen, vielleicht sind das sogar mehr, die an den Spitälern, am Sozialsektor, am Pflegesektor schaffen, also in den FHGL SAS Kollektivvertrag fallen, den über seinen Artikel 21 auch und die Entwicklung am Accord salarial gebunden ist, und dann eben auch noch als Salarié bei den Gemengen, die am Allgemeinen die auch an ihre Kollektivverträge Artikeln haben, die eine Verbindung zum Accord salarial herstellen. Du mengen wir das für ungefähr 6.000 Leute, da haben wir aber auch keine genaue Zahl. Plus noch Beamte bei den Gemengen. Wenn ich aber die 4 Personaltypen zusammenzählen, wo den OGBL largement majoritär ist, und die eben vom Accord salarial aufhängen, eben FHGL, den SAS, Salarié beim Staat und Salarié bei den Gemengen, kommen wir, wenn wir das zusammenrechnen, bei 41.000 Leuten.
Dat sind am Anfang méi wieder an der Fonction publique au sens strikt schaffen. Auch da goufe fir kurzem 12 veröffentlicht, goufen N 21 bësse méi wie 20.000 aktiv Funktionäre an 9.600 Emploien, jeef 2.274 Salarien. Dat heescht, dats ma van denen Sektoren, wo mir egent majoritär sinn, insgesamt méi wie 10.000 Leiit méi schaffen, an der Fonction publique au sens strikt. Und das auch aus der Evaluierung raus, dass man egent schon länger die Forderung hun, dass es egent schnimmi ugeht, dass mir an denen Verhandlungen gut nicht dabei sind. Weil letzten Endes gött do iwwer Kap von de Leiit, iwwer Kap auch von de Gewerkschaften, die Leiit vertruden, Decisionen geholt, die selber bannen, besonders, und da werde ich auch schmerens nach drüber gehen, dass das bei der Eisenbunde Fall, wo die am von Gundet können mat verhandeln, an egentchten Akkor salarial inzuent umsetzen, an eben indirekt doch par rapport zur Evolution von den Salären an all den anderen Bereiche, die ich genannt habe. Da das Menge schon wichtig zu gesehen, wenn man davon erschwätzen, werdet bei unserer Forderung, auch bei dieser Lohnforderung eben für den Akkor salarial geht und noch par rapport zu einer Partie von den anderen Forderungen, die wir gestaltet haben. Das heißt, das ist für den Ensemble von all den Sektoren und das so, dass an all den Sektoren lo eben wennste Resultate vom Akkor salarial sind 2018 egent Sport zum Deel sind notrechtlich nach Sache vu Federn umgesat gehen mir Empfang 100 2018 kein Punktwert der Erhechung gehabt und um der egent auch keine Lohnentwicklung außer dem Index. Das ist aber auch so, so das schon wir sind überall largement majoritär. Wir haben sogar zum Deel weit über 50%. Beim Landesverband steht auch aus so froh, dass sie für den Sektor von der Eisenbahn repräsentativ ist und hat bei der Wahl von der Chambre des Salariés 50,60% und 2 von 3 Sitz, bei den delegierten Wahlen 55,4% und 60,2% von den delegierten Mandaten. Das ist am Anfang ein bisschen eine Ausnahme am ganzen Lohngefüge zu Lützeburg, dass den du ganz außen vor aus den Verhandlungen. Und das nämlich gilt eigentlich auch für die anderen Syndikate, die eben auch an der Kapazität, was sie können, Verhandlungen limitiert sind, dadurch, dass sie selber nicht dabei sind bei den Verhandlungen vom Akkor salarial. Dabei kommt auch noch, dass man natürlich auch an der Fonction publique selber, ja aber auch vertraute sind, wo man irgendein Center, dass es den OGBL gibt, Syndikat Erziehung und Wissenschaft, wo largement majoritär Funktionäre und Employeen dran sind. Wir sind noch zum Teil an andere Bereiche vom Funktionariat, wo man so weiterentwickeln, das gesagt noch unsere Resultate bei der Chambre des Fonctionnaires, wo man Gleichheitszone dann alle Gruppen ugetruden sind. Mais an denen Gruppe, wo man ugetruden sind, am Allgemeinen zwischen 15 und 20% Quoten ist, am Enseignement fondamental, wo man über 34% Quoten. Das heißt, wir sind da zwar nicht majoritär, das ist klar, CGFP, das stellen wir nicht davor, ja, stellen wir nicht davor, aber wir sind einfach keine Quantität negligible. Und wir vertreten eben auch da nach was Leid. Nach all den Gründen haben auch neben der Forderung beim Akkor salarial dabei zu sein, nach darüber raus, und das für den ersten Punkt von unserem Forderungskatalog stehen doch allein hat, dass wir auch den Modus von den Verhandlungen zu ändern, an dem man da global Verhandlungen für den ganzen öffentlichen Sektor hätten. Das heißt, dass an denen globalen Verhandlungen gibt die Lohnmasse festgelegt, die dann an den einzelnen Sektoren, und schon sich schon genannt, dann Anfang zu verdienen wird. Und der Rest wird dann eben im Niveau von den einzelnen Sektoren zu verhandeln. Wobei wir aber gleichzeitig auch fordern, an die globalen Verhandlungen all die Bereiche vom öffentlichen Dienst nächst mal anzubannen, die historisch
Elia hat mat der Lohnentwicklung vun der Fonction publik an der haut nëmi hunn. Das notamment de Sektor vun der Universität vun de Centre de Recherche, wo mittlerweile ein groß Diskrepanz besteht par rapport zur Entwicklung von der Fonction publik, auch von Mandelo bësse gebremsquote Durchstaffelung für Kollektivverträge, méi vir der Aufhäung von der Kollektivverträge aus jahrelang am Fall von der Uni 16 Jahre lang gonnecht geschieht Niveau von der Lein an mir konnten nur als Verhandlungen eben auf dem aufhängen, wer zu dem Zeitpunkt bestanden hat. Eine Situation sind im Laboratoire National de la Santé, wo man einen nächsten Kollektivvertrag am Gang sind, hoffentlich schon aufschließen, das gleich bei den Salari von der Post, der Post Telekom, bei Luxtram, wo man überall ein größere Teil schon par rapport zum öffentlichen Denkstoff, wo man von die Äquivalenz auch in Zukunft drin wollen herstellen. Eben dadurch, dass man sie dann die Globalverhandlungen mal da bannen. Man da kommt nicht zu so zweiter größer Forderung, das dann effektiv, dass man mengen, dass den Punktwerterhebung nicht gehen. Wir haben da effektiv, wir haben da diskutiert, damit kommen da effektiv auf 5% und das schenkt uns gerechtfertigt. Das schenkt uns gerechtfertigt auch par rapport zu der allgemeinen Lohnentwicklung während den 5 Jahren, wo es eigentlich keine Anpassung gouf vom Punktwert. Weil, wenn und immer die Neizahlen, die am Projet de loi stehen, zum Ajustement vom Mindestlohn, die zum 1. Januar kommen, um 3,2%. Da seid den egent just schon op die 4 Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021 kumuliert eng Lohnentwicklung von 6%. Das ist erst über dem, was wir fordern. An kann ich davon ausgehen, dass die Lohnentwicklung auch nach 2022 am Allgemeinen mehr hoch wird sein, weil allein beim Coût salarial schätzt das Statek, dass den das Jahr mit inklusive enger Indextranches, die bezahlt wird, die zweite Jahr verreckelt, bei über 6% gefallen. Das heißt, dass man insgesamt kann ich davon ausgehen, dass man sogar noch weit über 6% bleibt bei der allgemeinen Lohnentwicklung. Das heißt, mit dieser Forderung geht es nicht weiter an Blut. Es kann ich sagen, dass eine partielle Rattrapage par rapport zur allgemeinen Lohnentwicklung, par rapport zu den 5 Jahren, wo es eben keine Punktwerterhebung gab. Während den 5 Jahren all Jahr 1% bezahlt wird, hat das kein Mensch schockiert, aber das ist eben nicht geschieht. Dafür gehen wir wirklich an die Verhandlungen, wenn wir dann in den Tisch losgehen, dann soll den Argumente, die ich früher gesagt habe, müsste wirklich dabei sein. Da sind keine Argumente, dass wir nicht mehr dabei sind. Da gehen wir eben mit der Forderung durch. Kann ich noch so, wenn er guckt, was am Ausland geschieht, ich meine, das ist auch schmerenswert, ein bisschen darüber gehen, an Deutschland fordern Kollegen am öffentlichen Dienst 10,5%, das wäre sogar auch noch mehr wie die 5% plus die 2 Indextranchen, die regulär sollen erfahren nächstes Jahr. Das ist ein bisschen, spürt den, dass eine Stimmung am Land geschafft wird, gegen so Lohnforderungen, an dem sich eben just auf die hohen Saläre allein bezogen, auch nicht gesiegt wird, dass an all den Bereichen, die man halt vertreten, gerade auch während der Corona-Pandemie immens viel Überstunden geschafft wurde, wo zeitweise Regelungen gab, wo bis zu 60 Stunden vor, bis zu 10 Stunden das konnte geschafft gehen. War da lang auch schon als Sicht was dazu beiträgt, dass auf all den Niveauen eine Lohnforderung berechtigt ist. Wir merken, dass für allem über die Ungleichheiten zwischen den Löhnen geschwärzt. Das ist auch schon bei der Indexdiskussion der Fall gewesen, wo wir Stand so durchstellt, dass es ja, das ist sozusagen der Feind, und muss neidisch sein, als den 2000 Euro mehr verdient wie selber, und der soll ja aber da mehr nicht mehr kriegen wie selber. Dabei kriegt er einfach nicht mehr von dem, was nicht beikriegt. Sogar am Gegenteil.
Ein weiterer Lohnstopp an der Fonction publik giften zo beidrohen, wie noch die letzte gemacht huet, dass der Mindestlohn sich weiter milski entwickeln, weil die jo berechen op der allgemeiner Lohnentwicklung der Tisch dann fällt den Ajustement auch min niedrig aus, wie wenn man an der Fonction publik Zahlen erhegen. Worüber relativ man geschwart gëtt sind Ungleichheiten im Niveau vom Patrimoine. Da hat man für 3 Jahre 12 vom Lycée, das sei am Land 150 Personen, e Feier von der Walle von der Possession foncière, die für partikulären zugänglich sind. Und mit allgemeiner Entwicklung, dass Betriebsgewinner mehr schnell wusste wie klein. Das Sektor mit einer Ungleichbehandlung bei der Besteuerung von Revenuen aus dem Kapital, Revenuen aus Erbisch, das gilt doch für die Funktionäre und noch für den ganzen öffentlichen Sektor, wo wir auch gesehen haben, dass dort Rezepte ganz gesund sind. Allein zum 30. September hat man eine Croissance von der Rezepte just auf der Lohnsteuer von 14% par rapport zu 2021. Und das leitet ja natürlich auch dran, just für die Forderung auch zu rappelieren, dass es eben zu Jahren keine Anpassung mehr gibt von der Steuertabelle und Inflation. Das heißt, wir haben eine Diskussion, die hauptsächlich Jalousien und Neid zwischen schaffende Leute schaffen, hauptsächlich auf Diskrepanzen zwischen schaffende Leute basiert und da will Divisionen schaffen, am Platz über die Großungleichheiten zwischen erbischer Kapital an dem Niveau vom Vermögen und vom Patrimoine zu schwätzen. Das mal allgemein als gemacht. Wir können natürlich nur nach am frohen Dreh weiter drüber gehen. Aber da will ich just kurz noch ein paar andere Forderungen angehen. Ich gehe aber noch nicht auf den Detail, den hat er für nicht schlein, die Code auch schon im Oktober geschickt. Wir haben auch die Forderung von demokratischen Delegationswahlen an der Fonction publik, weil man da immer mehr feststellen, was für Defizite es gibt par rapport zu den Salarien und auch zu den Gemengebeamten, wo es nicht mehr verständlich ist, dass es an den Verwaltungen keine demokratische Personalvertretungen gibt. Das Problem ist nur konkret abgefallen während dem Covid-Check, wo der Staatsrat hat abgeworfen wurde. Da können die natürlich aber nicht uniform für ausschaffend Leute merken. Da müssen in einen anderen Modus fahren für die Fonction publik. Aber das gilt nicht nur für den Covid-Check, das gilt allgemein, dass eine Machtbestimmung an der momentanen Form nicht möglich ist, solange in irgendeinem Schnitt an der Verwaltung gewählte Personalvertretungen wird. Das ist so etwas, was man an den Verhandlungen vom Accord salarial wollen ausschwätzen. Wir hatten auch keine Diskussion über die Arbeitszeiten. Wir haben festgestellt, dass in letzter Zeit die Überstunden noch immens am Blutgang sind, als Syndikat der Erziehung und Wissenschaft hat und auch für eine politische Kommuniqué auch festgestellt haben, dass am Enseignement fundamental wie auch sekundär einen enormen Ausstieg gehen. Und das ist total der falsche Weg. Am Gegenteil müssen wir irgendwie auch am öffentlichen Sektor über Arbeitszeitreduktion schwätzen, wenn der Arbeitsminister eine Analyse in Auftrag gibt, für zu gucken, wie das bei den Salarien kann man manchmal, dass man auch so eine Analyse müsste man an einem Arbeitsgruppenniveau von der Fonction publik. Aber dann fordert man auch die Durchschaffung vom Bewertungssystem, den wirklich schnell sprucht wird, außer mehr administrativen Aufwand, wann dann die Bewertung überhaupt durchgeführt gehen, wenn in Eco als viele Verwaltungen das Leute überhaupt mal nicht die Bewertung können machen und dann auch nicht können an den Genuss kommen von den zusätzlichen Congés, die da potenziell können kreieren. Und schmengen den Bewertungssystem, den man von Anfang an kritisiert haben, hat sich wirklich nicht bewährt und die gehört aufgeschafft. Da sind wir da ja auch d'accord mit der Majoritätsgewerkschaft an der Fonction publik. Und dann, da muss ich das halt viel vergessen, der Präsident von unserer Abteilung, der noch Präsident ist von der Vereinigung von den Polizisten mit Sekundärdiplom, den mich mangeln, hat unerwolle kurz angehen, aber als Forderung von einer Abwertung von der Karriere von denen
alle Polizisten, die nach am C1 angestellt wurden, obwohl sie irgendwelche Premiers oder ein Tresiumsdiplom haben, man eine Situation haben, dass man 600 Polizisten haben, die Schulaufschluss haben, die mehr schlecht abklassiert sind, wie die neu angestellten Kollegen, die sie zum Teil selber mussten ausbilden, dann die an der BN kommen, und wo man ja als OGBL auch die Forderung von denen unterstützen, dass die dann eben auch die Möglichkeit haben, an der BN zu kommen. Das ist ein Dossier, die schon seit Jahren schläft, wo wirklich eine große Ungerechtigkeit besteht, wo man Juristerei schon lange NRW sind, im Moment auch am Niveau, also da auf dem Niveau vom Verfassungsgericht gegangen, da werden wir dann auch drauf mehr die Regierung abfordern und wollten das dann eben auch am Akkord Salarialnenker fordern, für die Situation endlich zu redressieren und die Leute dann an der BN. Naja, da wollte ich dann stellvertretend für die mich Mangen mal abhalten, und da gehe ich dem George Mehrens Tod gehen für ein bisschen mehr spezifisch über Eisbund zu schwatzen und ihre Rolle am Akkord Salarial. Ja, merci Frederik. Also der Frederik hat schon vieles gesagt. Ich wollte schon denken, den Blick von den Eisenbahner denken, so der Minister Hansen am Juni mit gesagt, weiß ganz genau, dass wir Eisenbahner, statutarisch Eisenbahner, 1 zu 1 zu dem Akkord Salarial drinhängen, und dafür also wir eisen nicht tolerabel, dass wir an den Verhandlungen nicht dabei sitzen. Für kurzem hat der Minister gesagt, dass jemand Leute geschwärzt hätten, die sich quasi schon schummeln, wenn sie etwas mehr an der Pai kriegen. Ich kann versichern, wir Eisenbahner schummeln uns nicht für Eispaien. Und ich gebe dem Minister dann invitieren, mit mir auf den Terrain von der Eisenbahn zu gehen, und mit unserem Zugpersonal, mit unseren Lokführer, mit unseren Stellwerksleuten, mit unseren Leuten aus dem Gleisbau, die ganz schwer abwussten an ihrer Karriere durch den Akkord Salarial 2015 gekriegt haben, mit denen zu schwätzen. Weil die werden ihm dann etwas anderes und die schummeln sich jedenfalls nicht für ihr Preis. Wenn den Herr Minister, ganz kurz, wenn den Herr Minister aber keine Lust soll tun, das zu machen, oder nicht zu viel Angst, mit auf den Terrain zu gehen, mit denen Leuten zu schwätzen, die man dann drin hast, da gebe ich proposieren, dass wir Eisenbahner Eisenker geben, wissen Zeit wie hier. Ich werde den Montag 24 Stunden Streik von der österreichischen Eisenbahn. Mit der Woche waren die belgischen Kollegen drin. Der Weekend waren die französischen Kollegen drin, die hatten sich alle gut Zeit geholt. Und wenn der Minister will, dass wir Eisenbahner dann noch ein 24 Zeit wie hin wollen, dann muss wir das machen. Es hängt just dann an ihm auf, an der Wochen einer CGFP, die alles blockiert, ob wir können da mitschwätzen oder nicht.